Ludwig Johann Joachim Borstelmann kam 1888 zur Welt. Er fand Frau und Broterwerb, als er in Keitum auf Handelsreise war. 1928 wurde er Rendant der Sparkasse in Keitum. Für einige Zeit war das Büro der Kasse in seinem Haus. So wie viele Sylter mochte auch Borstelmann nicht mit Heil Hitler grüßen, und dafür wurde er einige Jahre später von seiner Kundschaft denunziert. Mitte der 30er Jahre wurde der Nössedeich von Tinnum nach Morsum gebaut und im neuen Kog sollte das Land neu aufgeteilt werden. Nach Borstelmanns Meinung wurden ihm dabei über 2 Hektar zu viel abgenommen, wogegen er sich wehrte. Er bekam bei Gericht Recht. Die Diktatur hielt allerdings nicht viel von Recht, wenn es ihr nicht zu Pass kam. Man fand verschiedene Gründe, warum Ludwig Borstelmann sich gegen das Reich oder volksverhetzend geäußert haben sollte, und so wurde er festgenommen. Nach einiger Zeit im KZ Buchenwald wurde er im Prozess freigesprochen. Als seine Frau hinging und nach ihm fragte, wurde geantwortet, dass er freikommen solle, aber nun bei der Gestapo sei, wo das Gericht keine Macht hatte. Frau und Kinder haben Ludwig Borstelmann nie wieder gesehen. Er wurde in das KZ Großrosen gebracht, wo sich die Menschen zu Tode arbeiten sollten. 1942 ist er dort mit 54 Jahren gestorben. Die Söring von Ining hat über Ludwig Borstelmann eine DVD gemacht, wo sein Sohn Willi etwas dazu sagt. Vor seinem Wohnhaus und vor der heutigen Sylter Bank wurden Stolpersteine zu seinem Gedenken eingelassen. Ein Weg in Keitum heißt heute Ludwig-Borstelmann-Weih. Ludwig Louis Klint wurde im November 1893 geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg ging er nach Nordermühle oder Nörremölle, das zu der Zeit deutsch war. Seine Frau kam aus Mögeltondern und der erste Sohn kam 1921 auf Nordermühle oder dänisch Nörremölle zur Welt. In Morsum kamen weitere 6 Söhne dazu. Der jüngste war Adolf Paul Klint, der seinen Namen nach Adolf Hitler und Paul von Hindenburg bekam. Man weiß ja nicht, wer an die Macht kommt, soll er gesagt haben, als Anfang des Jahres 1933 klar war, dass noch ein Kind kam. Er hatte wohl teilweise einen skurrilen Humor. Ludwig Klint hatte einen großen Bauernhof. Zu der Zeit kam nicht viel Nahrung mit der Bahn nach Sylt, das allermeiste musste im Dorf erzeugt werden. 1943 blieb sein zweiter Sohn Erich im Krieg. Er war nicht einmal 20 Jahre alt geworden. Der Schmerz und die Wut der Eltern sind wohl nicht zu ermessen. So könnte auch Ludwig Klint etwas über die Lippen gekommen sein, was er besser nicht gesagt hätte. Er war außerdem Anhänger der bekennenden Kirche, die den regimekonformen deutschen Christen gegenüberstanden. Er sollte entsprechend weggeschlossen werden. Er hatte allerdings Glück, dass einer der Machthaber aus Aachsum seine Landarbeit als kriegswichtig einstufte. So durfte Ludwig Klint bis 1973 leben. Gleichwohl verloren er und seine Frau noch kurz vor Kriegsende ihren Sohn Kurt, der keine 18 Jahre alt wurde. Es soll sich um eine Triage gehandelt haben, bei der das Leben des Schwerverletzten gegen die Gruppenstrategie aufgewogen wurde. Man musste ihn liegen lassen. Bei den Nationalsozialisten war es nicht egal, an wen man geriet.
Wer meint, dass sich jeder hätte auflehnen können, der weiß es vielleicht nicht besser.